Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir durchleben momentan eine Sanitärkrise, aus dem durch einem ökonomischen Problem gegenüber, den wir also so nicht gedacht hätten. Viele Unternehmen haben ihre müssen zumachen, für die Sicherheit von unserer Population am Ganzen zu garantieren. Deren zumachen heißt keine Resetten. Und ohne Resetten kann ich keinen Kasten decken. Das muss ich keinem erklären, was das dann als Konsequenzen hat. Es geht dabei nicht nur darum, kann ich den Loyer noch bezahlen, es geht, oder besser gesagt, es fängt mit den elementaren Sachen, nämlich, kann ich meinen Employeen ihre Salär bezahlen, etwas, wo definitiv kein Decken getroffen wird, mir wirklich die Schmull schilleren, also ich gehe für Leute, wenn eine Entreprise ihre Salär nicht mehr kennt, überweisen. An diesem Kader Force Majeure ist die Solidarität an Zusammenhalt gefroht. Das Werte haben wir auf den letzten europäischen Sommer aber leider vermisst. Die Envergure von dieser Krise ist so groß, dass mittlerweile all europäische Land betroffen ist, was tief Abschnitte auf die gesamteuropäische Ökonomie wird tun. Corona-Bonds oder Euro-Rettungsschirm, die EU-Memberstaaten sind sich nicht eins. Aus Angst für andere Länder müssen abzukommen, während sich verschiedene EU-Länder für eine gemeinsame Schuldabnahme mit der Argumentation, dass die Benutzung vom Euro-Rettungsschirm die bessere Lösung für jede Revier. Müssen die nämlich das Argument auch heute schon hören. Allerdings stehen wir heute nicht für eine Finanzkrise, sondern eine globale Wirtschaftskrise, die auf einem unberechenbaren Element, nämlich dem Covid-19, fußt. Also die richtige Ausstellung gerade so einen Moment als Europäische Union im Prinzip chacun pour soi, Dieu pour tous zu handeln. Für als Piraten ein kloren Nee. Wenn wir dann in den letzten Wochen schon oft hören, haben sie Solidarität und Zusammenhalt ausschlaggebend für die Sanitärkrise und die anschließende Wirtschaftskrise zu überwinden. Es stimmt, wir sind in einer außergewöhnlichen Situation, aber wir müssen aus dem Grund alle Mittel, die wir haben, oder auch nach nicht tun, ersetzen, für die Krisenzeit, wo als Wirtschaft am Schlafmodus ist, zu überbrücken. Dafür werden wir auch sicher gegen der ADR hier nationalistisch und egoistisch Motion stimmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, an den letzten Tagen und Wochen haben noch heute zu Lützeburg müssen Decisionen getroffen gehen, für alle einzelnen Bürger zu schützen. Und dafür zu sorgen, dass wir die schwere Zeit zusammen überstehen. Für uns Haut, dafür haben wir als Haut herumfand, für den Unternehmen zusammen in den Arm zu greifen. Für das auch sie das Periode überstehen. An alle Unternehmen stehen nämlich Menschen. Menschen, die mir als Staat Möglichkeit bieten wollen, nur Covid-19 hier Arbeit weiterzuführen. Das Haut und alles zu versichern, als Ökonomie aufrechtzuerhalten, ist schon auch bewusst versichern gesagt, weil wir können nicht mit Sicherheit garantieren, dass die Mesuren, die wir heute stimmen, durchgehen. Die Regierung kann nicht garantieren, dass das Überbrückungsmesure für jeden erfolgreich sind. Der Package haut als die erste Weich für die Wirtschaft an der Bund zu halten, mit wird wahrscheinlich nicht die letzte sein. Wir Piraten wollen dafür unterstreichen, dass es nicht durchgeht, einmal so an die Wirtschaft zu pumpen, an dem freien Markt an die Hand zu überlassen, an Zeiten wie diesen müssen mit Mesuren au cas par cas suivieren, Monitoring als Stichwort. Das heißt, evaluieren, ob das Mesuren hier einen Effekt tun, und gleichzeitig noch nur weitere Lösungen sichern, da wo diese Package nicht greift. Wenn Herr Finanzminister so schön sagt, Lützeburg hat Sput. Ja, wirtschaftlich gesehen sind wir ein von den stärksten Ländern. Für weiterhin so stark zu bleiben, dass der Stabilisierungsplan abgestaltet ging von direkt einer ganzen Hickest von Ministerien. Dieser Plan, an der Finanzminister hat gesagt, hat ein Volumen von 8,8 Milliarden Euro. 8,8 Milliarden, da denkt sich der Bürger doch, das ist ein hoher Montant. Muss ich aber auch sagen, dass das so nicht ausschließlich und PME ausgeschöpft geht. Es handelt sich um einen großen Teil um Reporen, Bankgarantien, um Mesuren, die direkte Salarien zugutekommen. Den Teil, den am Endeffekt direkt den Unternehmen zugute sind 300 Millionen an diesem Projekt, an 50 Millionen auf andere Plätze. 350 Millionen von 8,8 Milliarden, die Endeffekt direkt deboursiert gehen, wo es nicht sich um Garantie, Reporen oder Mesure für Salarien handelt.
Leider geht das bei weitem nicht durch, für Lützeburg auf dem Stand zu halten, den 400 Krise hat. Gilt also zu gucken, wie wir den Stand so gut wie möglich können beibehalten. Basis ist aber zufriedenstellend, weil wir sind als Bewusstsein Urgentmesuren, die nötig und wo wir da auch richtig sind. Wir können nicht warten, bis das alles erst jetzt für dann zu handeln. Wir müssen lo handeln und dafür begrüßen ich der Regierung hier Reaktivität ausdrücklich für mit diesem Projekt sehr zu handeln. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bleibt noch viel zu machen. Mesuren ohne die nötige Koordination sind nämlich zum Scheitern verurteilt. Kennt einem aber wenig so viel, wie wenn alle Minister seinen eigenen Stabilisierungsplan hat, an den durchziehen wollen. Ich bin froh, dass an diesem Projekt direkt 3 Ressortministerinnen zusammen geschafft und mir den aber an anderen Domänen, dass es nach einem Koordinationsmangel gibt, nämlich da, wenn Demandeure für Hilfe von einem Minister bei den anderen gehen, weitergelegt gehen, ohne dass irgendjemand sich für sie zuständig findet oder der Stabilisierungsplan vom jeweiligen Minister schon steht. Ich denke da an die ohne Autorisation d'Etablissement schaffen. Ich denke da an die vom Edukationsminister aufhängen. Ich denke da an zum Beispiel Assistant Parentalen. Ich meine, dass es ein ganz Ritsch von Leuten gibt an ähnliche Situationen, die nicht von den Mesuren von der Klasse Moyenne können profitieren, einfach weil sie nicht in der Definition von der Klasse Moyenne fallen. Das ist weder dem Herr Dalles noch dem Herr Fayosing schuld, am Ende auch nicht, dass Madame Tanson hier schuld, die haut ihre Projekt verteidigen. Das ist aber definitiv ein Zeichen dafür, dass es nicht mit engem G von der Klasse Moyenne, der Ökonomie und der Kultur gedoen ist. Herr Präsident, das neue Instrument, das wir heute stimmen, ist neben dem Chômage partiell und den Hilfe für PME ein Teil vom Stabilisierungsplan. Anfangs waren die Mesuren am Projekt noch mehr restriktiv, gouf sich nicht mehr auf kleine und mittelständische Entreprisen konzentriert, ein Komplement zu den bestehenden Gesetzen, unter anderem dem Regime, der de minimis soldet gehen. Komplexität und administrativen Aufwand, den durch den initialen Gesetzesprojekt aber viel definiert war für die Entreprisen in dieser Zeit nicht drohbar. Der Plan de Redressement, wie er am Anfang ugedurcht war oder zumindest verstanden gouf, den abzustellen, wer einem Mammutakt gleichkommt. Das also gehandelt gehen. Die Entreprisen haben, meine ich, Allegementer, Matten, Amendementer gekriegt. Dementsprechend sind wir auch froh, dass die Amendementer geholt gehen, an die Amendementer da möglich tun, an noch die Versprechen vom Minister Dalles, für dass die Entreprise, was den Plan de Redressement angeht, mir einfach zu machen und wirklich auf die 3 Kosten Formulär zu limitieren, begrüßen ich ausdrücklich, weil das erlaubt einer Entreprise auch tatsächlich die Äden unzufrohen und nicht nur Lomol 2 Monate zu verbringen, die nötige Piècen an eventuell Hypothesen aufzustellen. Was der Remboursement von der Avance angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht ganz zufrieden, weil du schätzt mich verschiedene Vierredner und die gesagt haben, wäre ja schön, wenn die Avance nicht remboursabel wäre. Ich meine, du also immer der Wunsch mehr groß wie das, was vielleicht auch direkt machbar ist. Ich kann mit der Lesung von der Meilleure Fortune leben, muss mal gucken, ob man Betriebe wirklich gerettet kriegen und sie dann zur Meilleure Fortune kommen. Da werden die so auch im Do, so dass der Staatshaushalt auch nicht um die 300 Millionen belastet gehen. Das ist evident, dass die Maßnahmen heute nicht verringern zugutekommen können, aber sie werden einer großer Rutsch zugutekommen und diese Mesuren werden dafür hoffentlich greifen. Ich will dann noch ganz kurz die Künstler nicht vergessen. Ich meine, dass es ein wichtiger Punkt ist, dass man Künstler nach Kontomatei ranholen. Normalerweise gehe ich kritisieren, dass man an einem Gesetz 2 Sachen machen, die nicht bei ihnen passen. Ich so das halt nicht, weil ich meine, dass es wirklich wichtig ist, an außergewöhnlichen Zeiten außergewöhnlich Meilen zu helfen, Künstler zu helfen. Weil wie hat den Michelangelo Buonarroti gesagt, Kunst hat die Aufgabe, wirklich zu halten, was für uns Menschen von Bedeutung und notwendig ist. Ohne Kunst geht es eine traurige Welt und dementsprechend dürfen wir auch die Künstler nicht vergessen.
Herr Präsident, wir werden dieses Projekt haut mat stimmen, weil es eine Basis ist, auf der jene Evolution von Covid-19 aufbauen kann. Sie haben gesagt, dass diese Mesure wahrscheinlich nicht werden durchgehen. Am Jahr als Orivalee mussten wir eine finanzielle Konsequenzen das hanno auf den Gesamtstaatshaushalt werden tun. Es kostet, wird kostet. Mehr als Responsabilität ist es, dass als Bürger am Endeffekt nicht den Preis dafür bezahlen, dass man das responsabel machen und responsabel enkadrieren. Das ist nicht merci. Merci vielmals, Herr Klemmer. Letzter geschriebene Redner als die Honorable Madame Octavie Modert. Madame Modert, die Wort.